Talk it like Louis D. Oh yeah. Yes, baby. What's poppin'? Yeah. Was? Habibi, Habibi. Was ist Zeit? Es Komm ist zu Zeit. Lucy. Let's go. Baby. Woo. Ladies and gentlemen, we are back. Muy buenos dias, mis amores. Hallo miteinander. Hallo. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir Mama auf Albanisch machen wir auch noch. Ja, Bro, sag du alle. Ja. Einfach mich am Anfang. Da ist nicht Albaner am Tisch. Ladies and gentlemen, ja, wir möchten jetzt kurz begrüßen wir gerade unseren Gast. Wir machen mal da ein bisschen Lärm für den EAZ. Ladies and gentlemen, yes. the one and only, aka Platin Rapper, Gold Rapper, Tresos for life. aka Albaner. Ja, Bro, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, bei unserem herzigen Podcast mitzumachen. Vielen Dank. Dass du dir vielmals. Zeit genommen hast. Danke vielmals für die Einladung. Bro, bei uns im Podcast, was die Leute halt da wissen, geht es eigentlich darum, Um was eigentlich? Das ist noch die gute Frage. Haben wir noch nicht herausgefunden, was das ist. Ja, wir machen einfach. Aber wir wollen halt rauskitzeln aus dir, was dein Erfolg, wie dein Erfolgsweg war, was dazu gebracht hat, dass du jetzt mit Musik kannst leben. Eigentlich so die Sache, aber vielleicht kannst du mal einfach erzählen, Bro, weißt, was die jungen Rapper vielleicht interessiert, wie du zu Rap gekommen bist, kennen sie, wissen die alle, Ja, viele wissen da, die Geschichte mit Zan und so, wie du dort dazu gekommen bist. Aber Bro, was ist so deine Erfolgsgeschichte, wo mit Rap zu tun hat, Bro? Wo du sagst, ich bin dort dran, das ist... So dieses Erfolgsrezept, Genau. hast du das mittlerweile für dich entdeckt? Oder? So das Erfolgsrezept ist eigentlich nur. Also man merkt ja schnell, wenn man anfängt zu rappen, merkt man schnell, ob man es kann oder nicht. Und Kann ich's, Bro? Einfach schnell mute. Potenzial ist rum, der Takt ist da. Bleib im Podcast und ein Foto machen, Bruder. Bro, ich habe noch nie jemanden gehört, so ein schlechtes Taktgefühl wie der Luz Paloka. Yeah, thank you so much. Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile ist einfach eben das Erfolgsrezept ist so das dranbleiben. Also man merkt schnell, ob man es kann. Wenn man es nicht kann, dann lässt man es lieber sein, weil das ist dann wirklich Zeitverschwendung. Sage ich ganz ehrlich, weil ich habe am Anfang nicht gewusst, wie lang der Weg sein wird. Weil ich glaube, hättest du mir damals gesagt, hey, schau, das geht viel zu lang. Oder hätte ich gewusst, dass es so lang geht, dann hätte ich mir vielleicht sogar überlegt, hey, schau, ich mache lieber den Schulweg und so. Aber mir hat niemand können sagen, also niemand hat so die Erfahrung gehabt in meinem Umfeld mit dem. Darum, ja man, habe ich einfach gestartet und Bist du der Einzige aus der Familie, der Musik macht? ja, voll. Aber weißt du, was finde ich noch crazy bei deinem Werdegang? Eigentlich hätten wir, du bist ja heute witzigerweise der Luz, ist etwa 20 Minuten zu spät gekommen. Vielen Dank nochmal für den. Danke vielmals. Hast du uns warten lassen. Eigentlich hätten wir draußen das aufnehmen. Das wäre das beste Intro gewesen, das Gespräch draußen. Bro, ich habe davor gesagt, ich habe die Namen schon vor 13, 14 Jahren oder so das erste Mal gehört. Und was ich halt so interessant gefunden habe bei dir oder immer noch interessant finde, du bist halt gekommen so in die Szene mit einem riesen Bang, du bist plötzlich da gewesen. Ist der Hype so für damals, kannst du nicht vergleichen mit heute, weißt du, so Social Media und so, oder noch nicht so auf dem Level wie jetzt, Ja. dass du immer noch da bist. Weißt du, alle anderen, die dort auch am Start sind, irgendwie, die sind nicht mehr da. Und du bist immer noch da. Das ist eigentlich genau das, du bestätigst das mit dieser Aussage, wegen so lange Lebigkeit, dass du das durchziehst. Ja, fix, Mann. Und vor allem, ja, das Krasse ist wirklich, dass die Relevanz eigentlich nie seinen Wert verloren hat bei mir. Irgendwie. Ich bin schon mit 16 auf der Straße erkannt worden und so. Also, wir haben dann Schippe im Wetzikon, der Rap die ganze Zeit. Wir haben auch die Leute gesehen, zum Beispiel die älteren Generationen von Wetzikon, ich habe immer zu denen raufgeschaut und so. Und dann sind sie damals mit ihren 23 Jahren sind sie durch Wetzikon gefahren mit ihrem M3 damals oder was es für Autos gegeben hat. Und sie haben mich 100 Mal verwünscht, allein auf der Straße richtig heimgehen und
am Rappen mit der Hand und so während dem Laufen und ich habe die Welt abgeschaltet so. Und ja, man, es hat sehr früh angefangen bei mir und das ist auch so das Einzige, was ich wirklich gut kann, denke ich. Trotzdem habe ich irgendwie eine Lehre abgeschlossen, einfach aus Respekt zu meinen Eltern. Zu sagen, ich kann auch etwas anderes. Aber für mich ist immer Musik so erste Priorität gewesen. Immer. Auf Anfang an so das, weil jetzt also auf dem Level, wo du ja mittlerweile bist, so auch mit Künstlern und so, das ist auch schon von Anfang an der Traum gewesen, oder? Hey, der erste Traum war, ich wollte wieder 50 sein. Geil. Egal wie das Sitzt geht. da mit dem New York Yankees Cap und sagt das. Also, genau, hast du nicht können wie er sein. Natürlich nicht. Natürlich nicht, aber ja, ich habe nicht gewusst, was er genau. Ich habe einfach wie er will sein. So. Ich habe nicht gewusst, wie viel Business er macht oder wie viel dahinter steckt und so. Weißt du, was ich meine? Einfach so der Filmfahrer. Ja, voll. Und ich habe eben dann Kleider von meinem Vater geklaut aus dem Kleiderschrank, weil sie so breit waren. Und dann bin ich mit denen in die Schule und Ich so. habe gedacht, er ist rumgelaufen wie 50. Ja. Und ja, Mann, und dann durchgerappt. Eigentlich habe ich mich durch das ganze Leben bis jetzt durchgerappt. Geil Statement. Dafür etwas zu Thema Ältere, weil das kennen vielleicht viele Junge auch, oder wo eine Leidenschaft haben. Und wie ich dich jetzt vorher gefragt habe, du bist der Einzige aus der Familie, die Musik gemacht hat. Das Wort ist sicher mal gekommen, dass, was willst du mit dem erreichen? Bei uns hat das noch nie jemand gemacht. Ja, safe. Voll. Ja, das ist von Anfang an ist das. Wie bist du damit umgegangen? Was hast du, Also was du weiter gemacht hast? Ich habe den ersten Text, den ich geschrieben habe, ist mit 10 gewesen. Dort ist es um Krieg gegangen und den Text habe ich meinen Eltern gezeigt. Also ich habe es nicht gerappt, ich habe es wie vorgelesen und dann war es so gewesen, okay. So, unser Guy wieder ins Zimmer, macht das Schulzeug. Und dann habe ich eben die Schule angefangen, ein bisschen vernachlässigen und bin immer später heimgekommen und dann haben sich meine Eltern gefragt, was macht er, weißt du? Und dann habe ich ihnen erzählt, eben, ich mache Musik und so. Und dann haben sie gesagt, lass das sofort liegen, weißt du? Oder mach das als... Nein, lass das sofort liegen. Das war so ihr erstes Ding gewesen. Dann ist DIN 16er gekommen. So eine Plattform früher für junge Künstler. Und dann sind wir dort am Kempten Bahnhof mit Macheten und Dönermesser am Flexen gewesen. Und das war das erste Mal, wo meine Mutter nachher konfrontiert wurde bei ihrem Geschäft von so einer Arbeitskollegin. Und sie hat ihr gesagt, ja, ich habe am Arber sein Video gesehen und ich glaube, es ist im Fall der Weg, wo er gerade am Gehen ist, ein bisschen happig und so. Nach meiner Mutter so, von was redest du, weißt du? Von welchem Jahr reden wir jetzt so? 2009, 9, so etwas. 2010. Der Film, ja. 17. Ja, 2010, 2009 dort rum. Dann hat meine Mutter das Video gesehen und sie sieht so den Jungen mit Machete und so, das so, was läuft mit dir, weißt Und wo hat der Video drehen? du? Kommt der Bahnhof. Wo sonst? Das ist so der Represent-Ort gewesen. Wir haben immer Kempten und Wetzger represented. Auf jeden Fall hat es ab dort, haben meine Eltern gemerkt, okay, er hätte eigentlich schon mal so aufhören vor einem Jahr, wo wir ihm gesagt haben, hör auf mit dem. Das heisst, er ist immer noch weiter am machen. Nachher haben sie mir gesagt, schau, wenn du das nicht lachen kannst, dann mach's, aber mach's als Hobby. Und als sie mir das gesagt haben, ist für mich das so in meinem Kopf geblieben, so, ey, ist geil, ich darf Musik machen, ich kann ins Studio gehen ohne Problem. Nachher sind halt Probleme gekommen, ich bin nicht in die Schule gegangen, ich habe den Eltern gesagt, ich gehe in die Schule, dabei bin ich am 7 Uhr morgens ins Studio gegangen. Ja, und dann haben so die so normale Probleme angefangen, halt, weißt, so Absenzen, heftig, irgendwie in einem Jahr 142 Mal gefehlt und so Scheiß. Und ja, nachher durchgezogen. Und es ist halt sehr schwierig, wenn man etwas durchziehen will und man hat nicht Leute um sich, die einem pushen. Außer eben Leute, die einem zuhören, halt, wenn man rappt. Und das war wirklich ein sehr langer Weg, bis meine Eltern gecheckt haben, okay, mein Sohn ist gut in dem, was er macht. Wie lange ist das jetzt schon? Wenn wir sagen, ist so von deinen Eltern so voll die Akzeptanz gekommen, so stabil, mein Sohn ist heavy in dem, was er Im macht? Fall vor erst knapp 2 Jahren. Schon crazy, weißt du, wenn du das sagst, du machst es so 13, Ganz 14 krass, Jahre, ja. amigo, das ist
Voll, ja. 11 Jahre Sacrifice, weißt du, wir Voll, müssen ja. durchziehen, Mann. Aber dafür sind es. Respekt. Ich verstehe unsere Eltern auch, weil sie sind anders aufgewachsen. Ja. Sie haben gar nicht, sie verstehen das nicht, wenn du ihnen sagst, ich mache mit Musik Geld. Das gibt es gar nicht bei uns so. Vor allem nicht einmal singen, weißt du, wenn Eben, so ja. das Sänger, so das wäre ja noch eher etwas Eben, so. ja, voll, voll. Mein Vater hat mir damals immer gesagt, was hast du zum Singen, Mann? Genau, singen. Das ist Eig- erzählen. Eigentlich müsstest du brüllen, du was singst du mir an, weißt du? Aber jetzt, mittlerweile, geil. ist mein Vater mein allergrößter Supporter. Er geht arbeiten. Ich gebe natürlich daheim auch Cash ab für die Leute. Ich habe schon ein paar Kommentare gehabt, ja, wieso müssen deine Eltern dann arbeiten, wenn es bei dir so läuft. Weil meine Eltern Arbeiter sind, sie würden niemals aufhören, auch wenn ich ihnen sage, ihr Anderes müsst jetzt nicht Mindset. mehr arbeiten. Komplett anderes Sie wollen das nicht, sie wollen arbeiten. Und ich bin voll happy damit. Meine Mutter hat eine Lehre durchgezogen. Sie ist mit 16-Jährigen in die Schule gegangen und so. Man. Weißt du, wie ich meine? Und ich bin verdammt stolz auf sie. Und, mein Vater schafft jetzt vom 7 bis um 5 Uhr, kommt heim, isst zur Nacht und bis er schlafen geht, checkt er die Spotify-Charts ab. Checkt er ab, wo ist mein Sohn. Jetzt, wenn irgendetwas nicht in der Top 5 ist, dann fragt er gerade, hey, ist irgendetwas nicht gut, wieso, was, weißt du, es ist schon krass. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass der Zeitpunkt kommt, wo ich meine Eltern wirklich stolz machen kann, weißt du, mit dem, was ich gerne mache. Mega. Beautiful. Vor allem mit deiner eigenen Passion, weißt du, nicht nur Ja, einfach so, dass voll. irgendwo... Das war ein langer Weg, aber das Beste. Also, eben, und darum, jetzt komme ich zurück zu dem, das Erfolgsrezept ist wirklich dranbleiben. Wenn du weißt, dass es gut ist, dranbleiben. Wenn du es wirklich willst, musst du dranbleiben. Ja, Mann. Hast du Zeiten gehabt, wo du daran zweifelt hast? Safe, 100%. Wie bist du damit umgegangen? Einmal habe ich 2 Jahre aufgehört. Da bin ich zwischen 18 und 21. Das war so die Zeit, wo ich nur Scheiß gebaut habe. Also auch mit Polizei zu tun hatte, nonstop. Gar keine Zeit gehabt, zum Musik machen. Bis ich irgendwann wieder Lust hatte zum Droppen, so irgendetwas. Dann bin ich wieder reingefallen. Und dann, ja klar, Mann, ich sage ganz ehrlich, erste Album Apartment 32 ist, ab dann hat es ja angefangen, also 2021, 2020, dort rum, hat es angefangen bei mir richtig Form zu nehmen. So die ersten Früchte, die langsam rausgekommen sind. Genau, und dort haben die Leute schon über EAZ geredet. Aber privat ist es mir katastrophal gegangen. Also wirklich, ich habe nicht mehr weiter gewusst. So, es gibt Leute auf dieser Welt, die haben es natürlich. Ich meine, schau, jetzt, was gerade in Palästina passiert ist. Wir können dankbar Also, sein. wir müssen wirklich wir können uns über gar nichts beschweren, wirklich nicht. Aber für meine Verhältnisse ist es mir damals sehr schlecht gegangen. Irgendwie habe ich das auch überwunden. Und, wie gesagt, dranbleiben, Mann. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, wenn du sehr gut ankommst bei den Leuten draussen, aber es geht dir privat scheiße und du musst außerhalb kannst du nicht sagen, hey, ich habe ein Problem, kann mir irgendjemand helfen, sondern außerhalb musst du der sein, damit deine Fans nicht enttäuscht sind. So, Du weißt bist du, ja eine Person vom öffentlichen Leben, weißt du? Du hast Genau. ein Bild, das du gegen außen abgibst. Genau, voll. Und ja, man, das war so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, wird das noch etwas oder nicht? Aber das ist genau so etwas. Gott wird, also ich bin ein gläubiger Mensch und ich denke, Gott bringt dich dann zum schlechtesten Punkt in deinem Leben, wenn er etwas sehr Grosses mit dir vorhat, so habe ich das Gefühl. Und Sehr das ist so, philosophisch. das ist so richtig, ich bin tief, wirklich, meine Eltern haben nicht mal gewusst von diesen Sachen, also es sind Schulden rum gewesen, bis zum Bach ab, Alter, unglaublich viel sogar. Also wir reden da über 60'000, 70'000 Stutz und so, wo ich nicht gewusst habe, what the fuck, weißt du. Und Ich kann nicht wo anfangen. heimgegangen zu den Eltern und dort habe ich allein gewohnt mit einer Freundin. Und dann immer bei den Eltern gegangen und immer, hey, alles gut, ja, brauchst du Cash, hast du irgendetwas? Nein, alles gut, alles gut. Das Und dann, Prinzip nicht will und annehmen. dann heim, Alter, wieder brüllen und so Scheiß, weißt du. So.
Und dann gleichzeitig draussen, ja, der EAZ, Gold kommt, Platin kommt und mir geht's scheiße. Und ja, Mann. Und ich glaube, bei dem Moment ist es wichtig, stark bleiben und durchziehen. Und nachher ist Juicy gekommen, Mann. Und dann Wie hast du den Hunger wieder gefunden? Weißt du, dass du den Sinn wieder siehst in Ich dieser Musikszene? ich habe einfach gewusst, arbeiten kann ich nicht. Wenn ich jetzt arbeiten gehe, dann kann ich irgendwie auch nicht mehr zurück, weil mein Stolz lässt das irgendwie, ich weiß nicht. Wenn jetzt mich irgendwo irgendjemand sieht, Regal aufführen, dann hat es mich angeschissen, wenn mir jemand kommt und sagt, schau, der hat es nicht geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, du bist über 15 Jahre bist du dran, um jetzt wieder normal zu arbeiten. Und dass Leute zu dir kommen und sagen, schau, es hat doch nicht geklappt. Das lasse ich niemals zu. Und das ist auch das Beste, was ich machen kann. So wie Musik ist das Einzige, was ich gut kann. So. Und ich bin sehr froh, dass ich dranbleiben bin, Mann. Stolz auf dich, Mann. Sehr Mann. schön. Bravo. Küss das Herz. Bro, eine Frage, wo ich dir, vielleicht ist das zu persönlich, ich Nein. weiß nicht. Frei. Wieso bist du stolz gewesen, deinen Eltern zu sagen, dass es dir so schlecht gegangen ist? Weil du hast du Angst gehabt zu hören, dass sie dir sagen, du siehst, ich habe dir gesagt, es klappt nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist, What a deep, by the way. ja. Es ist, ich habe die ganze Zeit bei meinen Eltern gewohnt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nachher zu meiner Freundin gezügelt bin. Das ist so das erste Mal, wo ich weg bin von daheim, auf meinen Beinen stehen. Und jetzt kommt das Zeug, Steuern, AV, dies, das. Du musst dich mit Themen beschäftigen, die dich nie beschäftigt haben. Und dann ist irgendwie ein Jahr rum und ich habe in diesem Jahr nicht einen Tag, nicht eine Sekunde mit meinem Vater gestritten. Und ich habe das so schön gefunden. Das ist so hure. Ich sage ehrlich, Mann, das war selten bei uns, weil ich halt viel Scheiß gebaut und mein Vater, ich bin der einzige Sohn und stell dir vor, du machst 4 Kids, 3 davon sind Töchter und dann kommt am Schluss der Jüngste, das ist ein Sohn, du bist stolz, weißt du, was ich meine? Und dann kommt er und verkackt alles, was er nur verkacken kann. Checkst und nachdem habe ich mich sehr gesehen. Das ist so einer von meinen grössten Träumen, dass ich es einfach gut habe mit meinen Eltern, weißt du? Und Absolut. dann nochmal zurückgehen zu meinen Eltern, nachdem ich so gut habe mit ihnen und ihnen sagen, dass es mir scheiße geht, habe ich nicht übers Herz gebracht. Das Verhältnis auch nicht wollen brechen, so in dem Voll. Und Wenn es am Laufen ich ist. schwöre auf alles, ich bin happy, dass ich sage dir, geht reden, geht heim, redet mit euren Eltern. Aber wenn ihr nicht geht, dann macht einfach alles, dass das irgendwie, dass er es selber schafft, weißt? Unbedingt, das ist sehr wichtig. Und ja, Mann, ich bin happy, dass ich das, obwohl ich das sage, so wie bitte geht, holt euch Hilfe, redet mit Leuten, aber bei mir ist es halt so gewesen, ich bin happy, dass ich das allein irgendwie durchgezogen habe. Weil es ist auch nicht für jeden, weißt, mit anderen, manchmal musst du zuerst mit dir selber klarkommen, Ja, voll. bevor du kannst anderen öffnen. Weißt, ich meine, du hast jetzt da offen über Probleme geredet, die vielleicht noch nicht so viel in deinem Leben Ja, fix. thematisiert hast. Und jetzt mittlerweile bist du physisch, bist im Kopf so auf einem Level zufrieden mit dir selber, dass du kannst sagen, gut, ich habe das reden, Ja, kein voll, Problem. voll. Das ist auch stark. Und auch morgen, wenn jetzt nichts mehr läuft und es wird mir wieder scheiße gehen, so, dann weiß ich, wenn schon, ich bin von da gekommen. Und Es ist nichts Neues. Und du bist bei Luz im Podcast gesehen. Ja, ganz genau. das ist so. Fix. Also, wenn alles gut läuft im Leben, dann ist irgendetwas nicht gut. Sage ich immer. Bro, ich habe das Gefühl, so, weißt, wenn jetzt so das Thema Ja. auf eigenen Beinen stehen sagst, so, für mich ist Erwachsensein Problem lösen. Ja. Weil ab dem Moment, wo du irgendwo allein bist, musst du selber für dich schauen. Es kommen immer wieder neue Probleme. Irgendjemand Immer. will etwas von dir. Immer, ja. Wenn niemand etwas von dir will, dann gibt es nichts mehr zu holen. Weißt du? Von Ja, dem her voll. Bist immer am Hustlen. Voll, das ist so. Es wird sich auch nicht ändern. Jedes Jahr, immer, wenn 1. Januar ist, musst du schauen, dass du sagst, also ich sage mir an mich selber so, ey, meinst du, komme ich das Jahr ohne Probleme durch? Vergiss das. Jedes Jahr gibt es Probleme. Irgendwo. Und das sind einfach kleine Tests, und zum schauen, wie du darauf reagierst. Und wenn du dann alles liegen lässt und sagst, scheiß Leben und so, dies, das, dann ist für nichts, Mann. Aber gibst du viel Gewicht in diesen Problemen? Weißt, es gibt, ich finde, es gibt Leute,
die geht ins Loch, wenn sie eine Rechnung nicht zahlt. Oder geht, weißt du, aber absolut geht aus dem Takt vom Leben. Ich habe manchmal das Gefühl, die geben viel zu viel Gewicht in diesen Problem, dass sie nachher, dass das Problem größer wird, Grösser wird, als es es effektiv als es ist, ja. ist, weißt du. Dass der Fokus so fest verlierst nach dem. Ja, die grössten Probleme sind in unserem Kopf. Unsere Gedanken, wir machen uns mehr Gedanken, als es schlimm ist eigentlich. So. Weißt du, was ich meine? Und ja, ich kann am Anfang, immer wenn jetzt neue Probleme kommen, die ich noch nie kann in meinem Leben, dann setze ich sehr viel Gewicht auf das und dann denke ich, fuck, weißt du, heute, Alter, look, es kann sein, man, es kommt eine Rechnung. Du verhängst sie oder es schießt dich gerade an, zahlen, weil du gerade etwas anderes machen willst. Dann wirst du halt betrieben, Mann. Scheißegal. Weißt du, was ich meine? Viele Leute sind da raus und sagen, nein, keine Betreibung und so. Ja, aber ey, natürlich ist das gut, wenn man das schafft, ohne irgendwelche Betreibungen. Aber Alter, früher habe ich mich geschämt, ins Betreibungsamt zu gehen. Eigentlich müsste ich mich jetzt noch mehr schämen. Ja. Aber Alter, Voll. Also es kann passieren, dass du eine Betreibung hast, Alter, und gut ist. Weißt du, was ich meine? Aber das Leben ist nicht schlussendlich, vorbei, es ist ein fucking Stück Papier. Und Geld ist auch Papier. Du zahlst das, Geld kommt und geht. Fertig. Ganz einfach. absolut. Vor allem, weißt du, ich kann nicht versuchen, einen Druck zu laufen oder Ja. zu laufen. So, von irgendwelchen Problemen, wo irgendein Darum- Brief ist. Leute haben Angst, um einen Briefkasten zu laufen. Ja, Weißt du, voll, das ist- ja, voll. Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch oft gehabt, man. Ich schwör. Gut, ich sag, als ob es nicht mehr so wäre, aber das ist Ja, der größte Feind von der Hero hat mal etwas ganz Lustiges gesagt. Er hat mal eine Story gemacht, er ist aus seiner Wohnung raus. Nachher nimmt er so seine Füße auf und er steht vor dem Briefkasten. Und sagt er, der einzige Kasten, von dem ich Schiss habe, ist der. Weißt du wie? Mäßig. Briefkasten. Ja, Mann. Und ja, Mann. Aber eben, ich verstehe die Leute, die immer durchgezogen haben und immer alles perfekt haben. Zum Beispiel meine Mom. Wenn Rechnungen kommen und sie zahlt sie nicht am gleichen Tag, dann kann sie nicht schlafen. Aber ich kenne sehr viele Leute so. Weißt du? Aber Bro, die haben dann einfach, ja, Mann. Keine Sorge, kein Problem. Also weißt du, Ja. keine Rechnungsprobleme und so. Aber es ist nicht nur Rechnen, es sind andere Sachen, wo Ja. die Leute, weißt du, so, Ja, wenn irgendein Problem kommt, oder zum gerade. Beispiel, Ja. weißt du, wenn sie nicht können, wenn sie Sache ist, dann werden sie fertig. Ja, die ja, gehen ins voll, Loch, gehen weißt ins du, Loch. Und ich Voll. finde, das ist keine Ahnung. Ich habe mal jetzt einen kennengelernt vor 2-3 Wochen, der hat mir meinen Kopf auseinandergenommen. Also der hat kein Geld, kann nichts und jetzt hängt er es mit Leonardo DiCaprio. Und, weißt du, was ich meine? So Krass, der Level. krass. Oder jetzt letztes Mal einer hat mir so erzählt gehabt, in so einem Seminar, der ist auch crazy gewesen, Strassenpenner gewesen, Bro. Ja. Und jetzt einfach eiskalt hat er den Mount Everest Bestiegen. bestiegen und ist selbstständig Millionär geworden. Vor 5 Jahren ist er in der Straße gewesen. Es ist halt, du merkst, ich finde, das sind so Stories, wo du immer wieder, da siehst du immer wieder auf Insta oder so, oder irgendwo, irgendwelche Dokumentationen, irgendwas. Das ist halt, für mich ist das pures Mindset. Voll. Einfach Mindset, du musst einfach im Kopf mit Druck können umgehen. Ja, ja. Und der hat mir etwas That's gesagt, it, man, that's it. was mir bis jetzt immer geblieben ist. Und ich probiere es so zu denken, aber es ist schwer. Er hat gesagt, wenn du etwas machen willst und das nicht machen willst, ist es, weil es dein Kern sagt. Aber du willst es selber machen. Also du musst deinen Kern besiegen oder mit ihm zusammen schaffen, dass du es machst. Wie zum Beispiel jetzt, jemand steht dir, der Weltstar, und du willst ihn ansprechen. Aber manchmal denkst du, boah, soll ich den jetzt ansprechen oder nicht? Nein, das ist schon behindert. Aber du willst es. Aber du willst es. Aber dein Kern, dein Kopf Ja, sagt nein. safe. Und genau bei solchen Situationen musst du es einfach machen, man. Voll. Einfach machen. Einfach machen. Weil dann weißt du nie, wenn du es nicht machst, weißt du halt nie, wie es gewesen wäre, hättest du es gemacht. Ja. Das ist halt original das Statement, das du immer hörst, weißt du, wenn du bereust es später Ja, irgendwann. voll. Bereust es, Bro, was für bereuen? Wo hast du gesehen, was willst du bereuen? Bereu doch nicht, man, mach einfach. Mach einfach. Einfach machen. Einfach 100%. machen. Das ist eigentlich auch genau das, was du vorher 3-4 Mal angesprochen hast. Genau, du musst einfach dranbleiben, du Ja, musst es voll. machen. Wenn du Angst hast vor irgendetwas, man Gang treiben, willst du machen? Voll. Was soll da passieren? Voll, man. Du hast in deinem Kopf Angst, nur so wirst du existiert nicht. stärker, man. Ja. Existiert ja nicht, das ist in deinem Kopf. Fix, man. Und dann, wenn du es durchziehst und es endlich bei dir hast, dann Alter, kannst du auch deinen Kindern sagen, dass nichts unmöglich ist. Weißt du, was ich meine? Weil wir Menschen haben viele Barrieren vor unseren Augen. Und vor allem eben auch das Social Media und Fernsehen und alles Mögliche und Lehrer, die dir sagen, ja, bleib am Boden und geh etwas arbeiten. Alter, wenn du
Wir leben im 2023, man. Wenn irgendwie fett Cash kannst machen und mit dem deine Generationen kannst füttern, mach's, man. Fuck it. Ja. Solange es etwas Gutes ist und nicht irgendwie Zuhälter bist oder irgendetwas. Solange es im grünen Bereich ist von der vom gesetzlichen Rahmen, Ja, dann, genau. dass wir da politisch korrekt bleiben. Yes. Voll. Ja, geil. Bro, schau, ich muss dir die Frage stellen, ich als Frauenfelder. Ja. Für mich ist die Frage, brennt mir auf der Zunge seit letzter Dienstag, Bro. Das Opener Frauenfeld, wie war es so für dich? Opener. Ja. Opener, das ist jetzt mein 4. Auftritt am Opener Frauenfeld. Also es wird einfach immer krasser und krasser, man. Die Leute drehen durch dort. Frauenfeld ist hure Hip-Hop, man. Frauenfeld represent, yes, Wirklich. baby. Wirklich krass, man. Frauenfeld ist so mit einer der besten Gigs, die ich gespielt habe. Geil. Das Jahr, meinst du? Ja, das Jahr auch, was war es? 2017, 2018, 2020 und letztes Jahr. Das Jahr. Ja. Da ist voll ab, da ist voll geil gewesen. Hure abgegangen. Vom Wetter her und so alles hat gepasst. Brutal, ja, Das ist ja. wirklich geil. Sehr Du bist, geil. du bist ja relativ früh gewesen, gell? 2:30, ich habe einen Schiss gehabt, dass irgendwie die Leute nicht kommen, aber es ist voll. gewesen. Eigentlich, Das ja, war weißt du, so rein von der Zeit her, weißt du, wenn du dran kommst, ist ja das ist so die Zeit, wo du vielleicht gerade als erstes so auf deiner Prioritätenliste Nummer 1 hättest, oder? Was? Ja, weißt du, wenn um 2:30 Ah nein, überhaupt nicht. Das ist so für mich weg in dem Sinn. So. Ja, voll. Das ist für mich etwas völlig. Nein, Neues nicht. Erster Frauenfeld haben wir am 1:45 gehabt. Nachmittag. Ja, das hast du weißt du gesagt, 17. 2017 war es. 6 Jahre her, seit du hast gefühlt so viele Alben rausgebracht wie noch nie in deinem Leben. Weißt du? Von dem her, bevor du auf der Bühne bist, hast du irgendwie Druck gespürt? Oder Ja, Mann, ja. Ich war nervös, Mann. Ich hast du hab- gewusst, wie viele Leute draußen Wie sind? viele Leute sind wir gewesen? Etwa 15 Leute im Backstage. Ey, und ich war am Durchdrehen, Mann. So die letzten 2 Minuten, es ist wirklich fast ungesund sogar. Ich sag dir ganz ehrlich. So, das Herz ist mir wirklich da, am Hals habe ich es gespürt. Und dann ist es wirklich so, der erste Schritt, den du auf dieser Bühne machst, alles weg. Alles weg. Und ich habe so 2 Minuten vorher die Leute gesehen, ich so, yes, Mann, Alter. Weißt du, so, geil, jetzt muss ich nur noch abliefern. Und dann, der Luz hat ja das Video gemacht, ich habe das auch gepostet. Ich bin nicht reingelaufen, ich bin reingerannt. Weißt du, ich habe einfach wieder reingehen. Ja, Mann, das war krass. Mann. Hättest du schnell aus dem Boot ausgepackt? Ich schwör's. Bist du selber mit dir klar auf das? Oder hast, Bro, ich sag dir ehrlich, so, ich sage jetzt mal so als Normalbürger, der nicht in dieser Szene unterwegs ist, mir spürt so einen Druck. Ja. So viele Leute auf einmal möchten mit dir etwas tun oder von dir etwas sehen, von dir Ja. eine Performance erwartet. ja, es ist krass. Mein einziger Gedanke war, mein Auftritt ist aufgenommen worden für Blue TV und ich habe gewusst, meine Eltern schauen zu. Das ist so. Das ist so Geil. mein Kopf ist so gewesen bei meinen Eltern und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich einfach alles geben. Und das Problem war, ich habe dann zu fest gegeben. Also ich meine, man sieht mich mit so einem Kopf so am Platzen. Meine Mutter am sagen, mein Sohn fast, hast du einen Herzinfarkt bekommen. Aber, Zu viel Trilettchen gegessen. aber es ist brutal gewesen, Alter. Es ist wirklich, vor allem eben am Frauenfeld, wirklich, wo ich reingerannt bin, ich habe so Gänsehaut bekommen in dem Moment, wo ich so gesteppt bin rein. Es war so ein G-Unit-Feeling, gewesen, Alter. So richtig so, die Welt gehört mir, der Style. Richtig geil. Gewesen. Und dann habe ich auch gesehen, meine Schwestern sind zuvorderst vorne gewesen mit Neffen, Nichten und so. Die ganze Mannschaft. Auch. Ja. Ja gut, dann kannst du nicht verkecken. Ja, Dann bist, voll. Ja. Da gibt es schon viel unglaublich, wie so Familie Es ist schon unglaublich, wie viele paar auch die Jungs, die du mitnimmst, so. Eben Los, Lads und so, sind alle dabei gewesen. Ist geil gewesen, Mann. Das war ein riesen Event. Ja. Ja, Sorry, also bist du für dich? Ich habe dich gar nicht gefragt. Gell? Bist du Es für war dich? brutal. Ja, es ist riesen. Also ich finde es immer geil auf Tour, auch wenn wir jetzt hier immer mitgehen und ich die Arbeit begleiten mit der Kamera und so. Es ist immer ein neues Erlebnis. Es ist wirklich brutal. Ja, wir sind auch Verrückte, die verrückten Tressos. Schlimm. Jetzt riesen Szenen erlebt in den letzten Jahren. L.A. Boah, Bro. L.A. ist geil. Oh mein Gott. Oder Dings, jetzt Ja, ist das- Albanisch auch lustig. Albanisch ist lustig. Hast du den Koffer mittlerweile? Ja, Mann. Ich schwöre dir, der Koffer ist am gleichen Abend angekommen. Ich schwör's dir. Ich Alter. kann dir das jetzt nicht sagen, aber ich schwöre, ich kann dich verfluchen. Los jetzt zu. Ich habe ihm gesagt, ich so, aber wenn du reingehst, gang rechts schauen
Wo bist du schauen? Links. Und er kommt, raus, ehrlich, sagt er direkt. er kommt raus, machen wir so. Ich schaue noch so, ich so, nein, man, fast. Kann nicht sein, Mann. Weil er hat es einfach wollen, so bei der Stewardess, was ist die Checking macht, Ja. hat er schon dort auch gemacht und gesagt, Ja, Mann, Alter, in der Schweiz. Ich kann der sagen, Schweiz. wie hoch ist die Möglichkeit, dass mein Koffer nicht kommt. Und bei mir ist das nie passiert. Mir immer der Koffer gekommen. Aber ich habe irgend so selber ein verflucht, komisches Bro. Gefühl in mir. Ich so, der Koffer kommt nicht an. Und der Luz hat Handgepäck gebucht. Und ich habe ihn fast verflucht. Ich so, wieso Handgepäck? Aber das wäre eigentlich das Gescheitste gewesen. Und in Albanien, Alter, kommt der Scheiß. Genau, und nur meine kommt nicht an. Jeder kommt, nur meine ist nicht angekommen. aber das war auch eine Szene, wo wir sind am Warten waren, Bro, plötzlich. Aber wir schauen da, wo er da plötzlich geht dazu. Ich schaue zum Barber. Der Block. Alter. Die Koffer am kommen. Auf einmal macht es dint, zu. Ich so, das kann es jetzt nicht sein, Kollege, dass das jetzt wirklich passiert ist. Der Luz sagt aber immer geil. Wirklich, Mann, ich bin irgendwo durch. Aber Bro, du hast es beschworen. Du hast es beschworen. Ich schwör's dir, Alter. Bro, wir sind ins Hotel und nachher, eigentlich hätten wir sollen am nächsten Morgen fahren, glaube ich, runterfahren. nach- Ja, am nächsten Morgen. Also, Und dann, ihr wir sind ja sind- für einen Videoclip dort gesehen. Ja, voll. Ja. Und dann am 8. Sind wir gelandet und nachher kommt eine Nachricht bei mir, weil ich es gebucht habe. Es kommt am 10. am 11. kommt's. Nachher mir so, Bro, gehen wir noch eins schauen. Wir gehen dort, nichts. Ich gehe rein, ich schaue, der scheiß Koffer ist nirgends. Also eben, du bist rein links. Ja. Aber nachher ist noch ein Flug von München gekommen. Ich sehe den... Das Band. Ich sehe das Band, kein Koffer. Ich durchdreht. Bruder, mein Koffer ist die ganze Zeit, am gleichen Abend, wo ich ihn verloren habe, am gleichen Abend ist der Koffer angekommen. Und er war auf der rechten Seite. Gewesen. Und Bro, das Problem war, es sind etwa 100 Koffer gewesen und sie haben abgesperrt dort. Darum bin ich dort nicht schauen. Und der Koffer ist seit am gleichen Tag dort und wir haben noch 2 Tage sind wir in Tirana geblieben, weil wir gedacht haben, der Koffer kommt nicht. Letzten Tag, ich gehe schauen, der Koffer kommt wieder nicht. Bruder, ich rufe meiner Freundin an. Durchdreht. Ich weiß nicht, was machen. Ich fast am brüllen, Alter. Ich habe fast heulen, Alter. Ich am Telefon am Durchdrehen. Ich schaue rechts, sehe ich die Koffer. Ich mit ihr am Telefon. Ich sehe dort irgendeinen so komischen Koffer. Ich gehe näher. Ich so, der sieht aus wie meine, gell? Sie am Reden. Ich gehe schauen. Gehe ich unter der Absperrung durch. Ich schaue den Koffer an, ich sehe Swiss. Ich drehe um, Rama. Bam! Bro, mein Handy ist so geflogen, Bro. Bam, am Boden, ich nehme den Koffer. Simon am Telefon, mein Handy am Boden, ich mache den Koffer auf. Alles noch drin, Bruder. Outfit im Wert von 5000 Stutz und so Scheiß. Ich nehme das Telefon, ich habe den scheiß Hurensohn gefunden. Und so, Bab, ich nehme den Koffer, ich gehe raus, Bruder. Sind wir direkt losgefahren auf Saranda. 5 Stunden Fahrt. Also warte, schau, zu dieser Story habe ich eine kurze Frage. Ja. Was war für dich grösser gewesen, der Druck hinein sagen, dass es seit am ersten Tag dort war, der Koffer, oder rauslaufen aufs Open Air? Nein, wir haben nicht gewusst, dass der Koffer Ah, das hast sitzt. du dort noch nicht gewusst. Nein. Im Nachhinein haben wir es davon Aber Bro, das Problem ist, die haben mir nicht Bescheid gegeben, hey, der Koffer Nein, ist gar da bei uns. Die haben uns nicht Bescheid gegeben. Das ist halt du eine Politik nicht. Die haben auch nicht in der riesen Chaos gehabt, Bro. Die haben Kaputte Chaos, man, es sind etwa 300 Koffer gewesen, Mann, Alter. Ist es mit Zwischenflug, Zwischenstopp? oder Ja, so direkt? Mann, ja. Zwischenstopp in München haben wir gehabt. aber du kannst doch erzählen, Bro, die 2 Tage haben sich gelohnt, man, für dich. Ah ja, kaputt. Kaputt. Willst du das erzählen? Ja, ich bin jetzt offen und ehrlich. Wir sind ins, Das ist im Film. wir sind ins Casino gegangen. Und der Luz hat mir mal 2K ausgelegt. Vor 300 Jahren. Hey, und nachher gehe ich an dem scheiß Automat, die am Roulette spielen, alles Mögliche, weißt du. Sie wissen Bescheid, der Schippi geht am Automat. Hey, don't do this. Gehen die an ins Casino, das ist nichts. So, ich spiele nicht, aber wenn es mal so einen Auslandstrip gibt, dann gehe ich gerne. Wenn Köpfe weg sind, dann ist Ja, fast ja. halb okay. So. Dann gehe Aber ich gerne ins spielen Casino. nicht. Auf jeden Fall 2 Tage die gleichen Kleider an. Nein, aber ich kann dir auch von mir geben, man. Ah ja, stimmt. Der Luz ist immer da, wenn ich ihn brauche. Alter, auf einmal ich drücke den Automat am Läuten. Ich so,
Ich so, was ist los? Pass, Neuer sie kommt. Amrin, Biamri. Name, Nachname. Ich so, Arbrama. Ich so, habe ich irgendetwas gemacht? Ja, Bro, ich habe nicht gecheckt, dass ich einen Jackpot... Ich so, ciao und dort, weißt du, was ist passiert? Ich bin für die Jackpot in. Sie haben den Jackpot geknackt. Bruder, ich schwöre, ich habe gedacht, ich habe 50.000 Stutz gewonnen oder so. Ich so, what? Ich so, wie viel? Bro, nachher mit 50 Grad habe ich gespielt und irgendwie 1500 gewonnen. Geil. Ich nehme das Cash, ich gehe zum Los. Ich so, Bro, ich habe Jackpot tift. Er so, hör auf. Also, Leute sind da. Ich so, ich schwöre. Bro, ich gehe wieder am Automat, wieder hol ich raus, nochmal einen Tausiger. Doch, das ist voll. Ich rausgeholt, zum Losgang, ich gesagt, da deine zwei. Da deine zwei. So hier. Ich habe 500 genommen, die habe ich verspielt. Aber es hat sich verdammt gelohnt, Alter. Es hat sich verdammt gelohnt. Auf jeden Fall nach sind wir... ja, wir haben einen dabei gehabt, der hat Mutter... Das ist Mutter gesagt. Ja, das ist Ja, Mann. Szene. Szene. Nachher haben wir ein Video gedreht und ja, man, ist geil gewesen. Ist das Lied schon draußen? Ja, das Lied ist draußen, Dirty Move featuring Beste Rina und Kapital. Capital T. Geil. Bro, wir sind ein bisschen abgeschweift, sorry. Total abgeschweift. Ist gerade so eine Ich weiß Story. gar nicht, wie du kannst retourschweifen nach dem Ganzen. Ja. Bro, ich weiß nicht, ich denke, wir machen zum nächsten Step, weil es muss ein bisschen auch um Erfolg gehen. Bro, du hast jetzt dein drittes Album rausgebracht in 3 Jahren. Dein erstes Album war schon erfolgreich, der zweite war auch erfolgreich. Yes. Und der dritte, wie läuft der? Liquor Store läuft sehr, sehr gut. Wir haben mittlerweile nur auf Spotify über 20 Millionen Streams auf dem Album. Oh, was? Brutal. Heavy, man. Heavy Respect. Und insgesamt, Juicy ist auch mit im Dings, Ja. im Album. Juicy hat jetzt über 17. insgesamt, nicht nur Spotify, alles zusammen, über 40 Millionen Streams. Was? Heftig. Heftig. Geil, Nur geil. Juicy? Nur Juicy allein. Okay, Juicy. Ja, Von wo voll. kommt eigentlich der R&B-Influence mit dem ganzen Zeugs? Destiny's Weißt Child. du, wenn... Safe, Bro. Destiny's Child. Legende, Mann, Legende. Schwester haben alle Destiny's Child gelost und ich musste mitlosen und ich habe es gefühlt, man. Das heisst, eine halbe Stunde hast du eine 50 los, eine halbe Stunde sein, das ist Chat. Dann ist so ein bisschen, dann kommt der arme Rama raus. genau. Geil. Safe. Wieso singst du nur über Frauen, Bro? Einfach kurze Stille da rein. Bruder. Look, ich habe früher über die Straße gerappt, über ich lasse raus, ich lasse nicht raus, dies, das. Über was soll ich schreiben? Sag mir. Über was soll ich schreiben? Wir haben bezaubernde Damen auf dieser Welt. Yeah. Und sie sind eine sehr grosse Inspiration. Und darum schreibe ich sehr gerne über unsere Ladies. Top, ganz geil. Nimm Ganz mir geil. nicht, ey, nimm mir nicht. Ja. Der Typ weiss ja, wie es läuft. Dressos for life. Nimm mir nicht auseinander. Geil. Ja, Bro, gehen wir zum nächsten Step. Nach deinem Album ist mit dem Label. Du hast ein Label gegründet. Yes. Erzähl mal von dem, weil Bulletproof Music. das ist so eine Erfolgsgeschichte, wo jeder junge Rapper vielleicht träumt. Ja, Mann. Ja, soll ich ehrlich alles von Anfang an, oder? Nein, also ich denke, es wird nicht mehr so viel Zeit, aber erzähl einfach. Sie sind was gekommen und haben mich mit Knarren bedroht. Und ich Nein, Mann, ich habe September habe ich mich mit sehr guten Leuten zusammengetan. Wir haben Bulletproof Music International gegründet. Aktuell das härteste und ich darf das sagen, erfolgreichste Label momentan in der Schweiz. Und bald auch im Ausland. So Gott will. Ja, ich habe mein Label gegründet. Ich habe Liquor Store rausgehauen, zusammen mit dem Label. Das ist schon auf Bulletproof gekommen, oder? In Kooperation mit Universal Music. Und ja, Mann, es gibt uns erstes Jahr jetzt. Und wir haben schon so vieles können machen. Aber wieso international? Vielleicht für die jungen Rapper aus der Schweiz. Ja, Mann. International aus dem Grund, weil die Schweiz für uns zu klein ist. Wir haben in der Schweiz schon
eigentlich alles gerissen, was man reissen kann, aber da geht noch viel mehr. Darum international, wir wollen überall auf der Welt Fuß fassen. Wir sind nicht gekommen, um Späßli machen und hobbymäßig in der Schweiz Musik machen. Wir sind gekommen, um übernehmen, wo es nur geht. Top. Das ist so unser Hast Ziel. du Artist gehabt, bevor das Label kam? Nein, ist die Idee entstanden, nein, bevor die du Idee Artist ist, die Idee ist entstanden, wo Bulletproof entstanden ist. Aber Ist ja dort ist so. Ist ja eigentlich auch geil. So, wie du gestartet hast mit dem Sound, ist ja mega rough gewesen und raw und mehr Street. Mittlerweile eine intensive R&B-Influence und auch deine 2 Signings, die sind ja auch nicht irgendwie mega Ja, Mann. im Street-Film oder so, die machen sind sehr melodisch. Ja, Das voll. Darum eben. Ist auch so ein bisschen die Richtung, die noch Dona anstreben. Duschi und Hardy Nimi. Also es ist, wir haben jetzt nicht spezifisch eine Richtung Künstler auswählen, die eine Richtung gehen. Für mich ist einfach der Dona Duschi und Hardy Nimi sind 2 der grössten Künstler in der Schweiz. Für mich. Das ist so musikalisch und gefühlsmäßig bringt es einfach niemand besser rüber als unsere 2 Jungs. Und wegen dem haben wir sie genommen, aus keinem anderen Grund. Und ja, Mann, es kommen noch mehrere dazu, aber das behalte ich noch geheim. Das bleibt noch Top Secret. Yes. Top Secret. Bulletproof Music International, baby. Bulletproof. Lass liegen. Darfst du mir sagen? Du darfst es nicht sagen. Los, Bro. hat Verbot. Ich würde noch eine Frage stellen. Auf Bezug ein junger Rapper. Wird Karriere machen. Was muss er machen, dass er Erfolg hat? Weißt, wo muss er investieren? Muss er investieren in gute Musik? Muss er keine Ahnung, in Texte schreiben? Gib den Leuten ein bisschen Tipps, Bro. Wenn du mit dem Wissen wo der EAZ heute weiss, wenn du willst deine Karriere starten, was würdest du als wichtig erachten? Das Ding ist bei uns, also ich rede jetzt von mir, ich habe am Anfang kein Cash gehabt zum Investieren in Musik. So, ich bin nonstop unterwegs gewesen für mein Geld und dann probiert dort und da irgendetwas aufzubauen. Aber jedes Mal, was Geld kam, habe ich meine Rechnungen müssen zahlen. Darum habe ich es irgendwie durchgeschafft, links, rechts. Ich meine, hey, look, wenn du jung bist, 16, 17, ich glaube nicht, dass es da Leute draussen gibt, die euch Geld verlangen. Darum sucht euch ein Studio, wo ihr vorübergehend aufnehmen könnt. Und arbeitet nebenbei etwas. Das war bei mir halt nicht der Fall gewesen. Ich habe halt nur Musik gemacht, darum konnte ich auch nichts zahlen. Ich einfach. Es war für die geil gewesen, weil ich einfach gut rappen konnte und die haben mich produzieren und so, dies, das. Und aber ich weiss, dass früher wäre es für mich einfacher gewesen, hätte ich nebenbei gearbeitet. Dann hätte ich ein bisschen Cash auf die Seite da. Hätte ich mir mein Mischpult gekauft, mal sicher ein kleines Studio aufgebaut. Das lange Laptop, Mikrofon und ein Interface. Lange komplett für Demos. Und mit der Zeit würde ich dann auf die Qualität investieren. So bessere Mikrofons oder besseres Studio. Und einfach dranbleiben, Mann. Es ist kein günstiges Hobby, aber es geht auch ohne, Mann. Bis zu einem Zeitpunkt. Einfach dranbleiben. Safe. Es ist wirklich nur das. Also, wenn du gut bist, dann braucht es im Fall am Anfang weniger Geld, würde ich mal so sagen, wenn du 16 bist. Ausser Qualität setzt sich durch. du hast, keine Ahnung, reiche Eltern und du weißt, wo die recht investieren, dann hau rein. Auf jeden Fall. Aber man muss auch etwas können. Und so wie. Mit Geld kann man sehr viel machen, aber Talent kann man nicht kaufen. Aber Ja. jetzt, wo so Apartment 32 draussen ist, Liquor Store draussen ist, du hast Hits montiert, ein Hit nach dem anderen, ich kann die gar nicht aufzählen, so viel Zeit haben wir gar nicht. Ist der Druck grösser geworden für dich selber? Weißt, seit du höhere Meilensteine erreicht hast mit Juicy, seit wo du international gegangen bist, wo mehr Leute erreicht hast, ist der Druck für dich selber in deinem Kopf grösser oder hat sich da etwas verändert in deinem musikalischen Prozess? Nachdem Juicy rausgekommen ist, also nachdem ich gecheckt habe, die Scheiße geht ab wie nichts, habe ich mir gedacht, okay, was ist das nächste Lied? So, ich muss jetzt liefern, es muss besser sein als Juicy, aber das habe ich genau einen Tag gehabt. Weil Geil. an diesem Tag hat es mich so reingepsycht.
dass ich gesagt habe, ich darf gar nicht an das denken. Ich darf mir gar keinen Druck machen, weil wenn ich jetzt jeden Song einen juicy Song haben will, dann, Alter, kann sein, dass du nachher das Lied rauskickst und es hat keinen Erfolg oder es hat weniger Erfolg als juicy. Dann bist du einfach enttäuscht und das kann dazu führen, dass du irgendwann gar keinen Bock mehr auf Musik hast. Darum habe ich mir im Kopf gesetzt, Juicy ist nicht entstanden, ich bin am Tisch gesessen und habe gesagt, ich mache jetzt einen Hit. Sondern der ist auf der Scheisse entstanden, am 6:45 Uhr morgens. Ist mir die Melodie in den Sinn gekommen und ich habe gesagt, ich muss genau so weitermachen. Ich mache einfach Musik Authentisch bleiben. und wenn es klopft, dann klopft es. So, das ist... Darum, ich mache mir überhaupt gar keinen Druck. 0,0. Nicht irgendwie spezieller zwingen oder so, sondern Nein, einfach machen. ganz natürlich, Einfach machen so wie und du. geniessen vor allem, weil der Shit kann von heute auf morgen vorbei sein. Aber ich glaube, wenn man ein gutes Herz hat, wenn man ein bisschen Glauben an Gott hat und gut zu Menschen ist und einfach Gutes macht auf dieser Welt, glaube ich, dass es in einer anderen Form auch reinkommt. Sehr schön Was denkst du, wie wichtig, Bro, a.k.a. Arborama, a.k.a. Albaner, Albaner. a.k.a. Wie wichtig ist die Zab. ist Umgebung für den Erfolg? Das ist eine sehr gute Frage und das ist sehr wichtig. Umgebung meine ich mit auch Was für Leute um dich herum ja, haben. früher, weißt du, erzähl von deiner Geschichte. Weißt du, viele, ich höre zum Beispiel, unsere Eltern, das hat jeder mal sicher schon gehört, du hast falsche Kollegen, vielleicht, du hast falsche Kollegen oder weil sie das halt schon mit ihrer Erfahrung schon gewusst haben. Ja. Und wir haben immer gedacht, wo wollen die wissen, ob das jetzt ein falscher Kollege Ja, ist. voll. Aber wir halt nachher, wenn wir reifer sind, das irgendwie checken. Ja, voll. Ich habe es selber bei mir erlebt, Ja. mit, wo ich angefangen habe mit Leuten abzuhängen, zu tun haben, die Erfolg anstreben, habe ich automatisch auch Erfolg gehabt. Ja, Du voll. bist in einem anderen Tunnel, in einem anderen Mindset. Ja, das voll. ist absolut so. Ja, darum sagt man ja, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer genau, du bist. das ist stark. Das ist Und fix, also das Umfeld spielt eine riesige Rolle. Wenn du in deinem Umfeld nur Leute hast, die saufen und kiffen und nichts anderes machen, dann bist du der, wenn 4 Leute sind, dann bist du der 5., wo genau. sauft und kifft und macht und tut. Wenn du Leute um dich herum hast, die dir sagen, geh mal ins Studio, Alter, und mach mal etwas und ich glaube an dich und Leute um dich herum hast, die nicht nur an dich heben, sondern auch ihr eigenes Ding durchziehen. Macher, Alter, wo du Gas Ja, geben. voll. Dann wirst Zieh du dich auch mit. zu dem. So. Ziehen dich mit, absolut. Wenn du mit Leuten hängst, die jetzt einfach nonstop in McDonalds gehen, dann wirst du nie zufrieden sein. Ja, Mit deiner das ist Figur oder keine Ahnung was. Ja. Aber wenn du mit Leuten unterwegs bist, die, keine Ahnung, etwas Gesundes wollen essen oder vielleicht daheim kochen, dann fängst du an Koch lernen. Checkst du, wie ich meine? Das ist so, das ist so. Nein, das ist schon, ich finde das auch wichtig. Das ist schon wichtig, ja. Es lässt dich, Und das- beeinflusst dich halt auch unterbewusst. Weißt, wenn du es Extrem. vielleicht gar nicht, auch wenn du es vielleicht gar Voll. nicht, gar nicht so realisierst in dem Ja, Moment. fix. Ja, Bro, als Schlusswort, wenn wir langsam. Ja, ich würde sagen, langsam wir rennt ins- uns die Zeit davon. Wir die sind End. langsam durch. Sorry guys, I'm busy. Der Arme schon nicht. Der Bruder hat Termin. Muss noch einen fetten Deal rausholen. Aber vielleicht schnell als Schlusswort, wenn du den Leuten. Etwas kannst Du du hast schon mitgeben. sehr viel über Erfolg, über Motivation geredet, was dein also Rezept ist. Vielleicht noch etwas kannst du anhängen. Das Leben ist nicht da, um es nur schön zu haben. Das Leben ist da, zum Lernen. Also jedes Mal, wenn du auf die Schnur gehst, lern. Und nur so kommst du weiter. Jo. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Ja, Dank fürs dann- Zuhören. Kommen wir zum Ende. Danke vielmals, dass ihr, wenn ihr da bis zum Schluss geschaut habt, brutal. Lasst ein Like da, teilt das Zeug. Yes, yes, Und, teilt, liket, hau Talk it like Luzdi. Ja, danke, das kannst du aussprechen, Bro. Ja, ne? Yes, yes, Yes. Oh, thank you so much. Yes, baby.
Lustig mit Publikum. Danke, danke an unsere Zuschauer. Ciao, die dit am zusammen. Hoch. Danke, vielmals. Hasta luego und wiedergehen. Ciao. Talk it like Louis D.